Mäuschen, hätte ich ihm nachher gesucht. Mir hat wohl schon aus dem Heißen, an ich wie's mengen zu Händli rot. Machet gut, mein liebe Freddy, steht das in dem Telegramm. Machet gut für immer, Eddie, Datei erst nicht zurück bei seinem Mann. War den Klo, het hat mir dann net können zielen. Für ihn so wächt an alte Recht, wie ein Kumpere kaschieren. Es sind ein Null, auch an der Spur. Du brieche mir Telleren ab Tasen. Du brüchst den Hai für Roserei, auch der Schweie Mam hier kriegst als Vasen. Kommere mein Liebling Meischen, hätte ich ihm nachher gesucht. Mir hab auch schon aus dem Heißen, an ich weiß mengen zwei Händchen rot. Machet gut, mein liebe Freddy, steht das in dem Telegramm. Machet gut für immer, Eddie, Datei erst nicht zurück bei seinem Mann.
Anhängerkirche, Aussetzen, Film.
Kugelei, Kugelei, Kugelei. Den armen Dach, aus alles Handarbeit. Es sind die großen Hexenmeister, weil wann es Hokus Pokus so, sind alle Gespenster bei all Geister. Wir rennen da, wir rennen da.
Herr Ehrenchambierpräsident Jean Spautz, Herr Ehrenbürgermeister Roland Schreiner, die Damen und Herren aus dem Schöfflinger Chefen- und Gemengerot, wert Ehrengäste, Vertreter und Delegierte von den Lokalvereinen, Leif Mattbierger, Heibannen und Bausen am Livestream. Ich begrüße euch von Herzen auf unserem Rendezvous, auf unserer Science Académique am Kader von den Festivitäten für den Nationalfeiertag. Et freut uns, euch alle Guren hier am Centre Sportif zu begegnen. Ihr Bonjour von Herzen geht allerdings auch an all die. Ja, wir feiern wie üblich unseren Nationalfeiertag, allerdings an einem Tag an eigentlich ungewinnte Kader, an eigentlich auch nicht zu einer direkt üblicher Zeit. An dat alles aus dem Covid-19 geschuldet, ein Gesell, den uns manches auf den Kopf geworfen wird. Je salue très cordialement ceux qui viennent de loin et qui partagent leur vie avec la nôtre et qui joignent leurs efforts aux nôtres pour réussir nos projets. Vous êtes une partie de notre pays, de notre passé et surtout de notre futur. Soyez les bienvenus au Luxembourg, à Chifflanche. Hier an unserem Dorf, wie man das immer gerne sagen, unser Gemeinde Schöffling, als jederé willkommen. Nicht nur auf Nationalfeiertag, weil 12.000 Einwohner, Lützebäuer und Nicht-Lützebäuer, Männer und Frauen, jung und alt, auch ein Reihe Demandeurs und Bénéficiaires de Protection internationale leben, wohnen und arbeiten hier. Die Damen und Herren, eine ganze Reihe Leute sind heute Abend exkusiert. Ich will sie nicht alle nennen, aber stellvertretend für sie alle will ich den Conseiller Riso Argewitsch erwähnen, den bedingt durch seine Gesundheit noch nicht aktiv präsent in öffentlichen Sitzungen teilnehmen kann oder will, ihm je nach dem Weg von einer Amelioration von seiner Santé und gesagt wirklich gut aus. Wir wünschen ihm von dieser Platz aus Gutes, all Gutes und auch nach Geduld. Gleichermaßen will ich als Gemeindesekretär Fabian Dietrich exkusieren, der aus wichtigen Raisons privées heute nicht dabei sein kann. Hier Aufgaben hat sie vertrauensvoll und Claudine Feierreisen weiter delegiert. Auch unserem Fabian Courage und Geduld. Die Damen und Herren, ja, heute feiern oder ehren wir den Nationalfeiertag. Etwas Besonderes, weil wir feiern mit 100 verschiedenen Nationen zusammen. An die 100 Weiden an der Allée des Nations, die wir Tag vom Baum letztes Jahr gepflanzt haben, sind Symbol von diesem friedlichen, erleblichen Madenin. Sind Symbol von Toleranz, verstehst du mich? Und dass an der Entree von der Allée des Nations eng E steht, als Zeichen, dass wir eine stabile Kommunität durchstellen, wo jeder Einzelne zählt, wo jeder Einzelne Chancen als Perspektive soll haben, wo jeder Einzelne sich frei entwickeln kann. Ja, 100 Weiden als Zeichen von der Union, von der Fried, vom gemeinsamen Leben, wo das gemeinsam zählt, wo der gesunde Menschenverstand primiert. Genau wie an einem Park, wo die Bäume und Hecken, wo die Blumen gehegt und gepflegt müssen gehen, so müssen wir auch als Zusammenleben immer nicht hegen und pflegen. Und genau das ist ja auch die Message von unserem Nationalfeiertag. 2 Tage für am 23. Juni, wo wir uns für heute am Centre Sportif auffinden, wo wir dann eben zusammen mit den Vereinsvertretern aus der Sport- und Kulturwelt, aus dem Bereich von der Freizeit, Gesellschaft und Politik, wie am vergangenen Jahr am Kader von einer Science Publique, einer Soirée de la Mémoire oder einer Soirée du Souvenir et d'Honneur, nachdenken und hinterfragen, was uns der Nationalfeiertag bedeutet, was der Sinn und Zweck von unserem Rendezvous heute ist, für was wir diesen Feiertag, ja diesen Ehrentag heimstellen. Das sicher, die Seance von heute wird an den kommunalen Geschichtsbüchern irgendwie einen Spezialplatz oder zumindest eine Spezialmention finden. Das für die zweite Kehr, dass das Festivitäten rund um den Nationalfeiertag ohne Schöfflinger Fest, ohne den Madenin von den Vereinen und den Schöfflinger Leuten, ohne Musik und Gesang, ohne Gegrills und Getränks über die Bühne geht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dir es geht, ich fand, es fehlt uns etwas. Nicht nur heute, nein, schon seit ganz langer Zeit.
Weil Sante de März zum letzten Jahr 2020 bis haut an de Juni ran 2021 haben wir mit Einschränkungen, mit Konsign sanitären, mit neuen Lebenssituationen auf vielem anderen eins gehen. Jo, es war keine einfache Zeit. Haut kristallisiert sich eine mehr positive Situation auf am Land und noch heute zu Schöffling, wo wir während mehrender Wochen Situationen kannten mit 450 bis 550 infizierte Leute über den Zeitraum von 14 Tagen geguckt. Haut leihen die Zahlen, so und der Kontrolle von der Madame Sider, leihen sie bei rund 10. Und merci dafür und alle Guren als Matbierger und ich für die Geduld und das verstehst du mich. Und merci und alle als Matbierger, die bereit waren, den Weg vom Konfinement, den Weg vom Lockdown, von den Konsignen sanitären aktiv mitzugehen. Es war nicht immer einfach, es tut viel, verstehst du mich, müssen Abbruch gehen. Mit dieser Haltung, diese Ausstellungen waren wichtig für die Sanitärkrise, nicht nur im lokalen Niveau heute zu Schöffling, insgesamt für sie zu meistern und für sie immer im Nächsten aufzufördern. Heute freuen wir uns über eine wirklich gute Entwicklung. Wohlwissend zu unserer Woche drunter, dass wir weiterhin gefördert bleiben, an einer gewissen Vigilance immer noch gefroht ist. Zurück auf den Nationalfeiertag, die Damen und Herren, es ist und bleibt ein Feiertag, ein wichtiger Tag am Kalender von der Gemeinde. Mit diesem Rendezvous heute, hier am Centre Sportif, feiern und ehren wir, wie gesagt, mit den Vereinsvertretern, mit den Responsablen aus Politik und Gesellschaft den Nationalfeiertag. Eine Gruppe von der Schöfflinger Musik unter der Leitung von Eric Girardi sorgt für den musikalischen Enkadrement zwischen den einzelnen Reden. Und wir haben den Erik gebeten, uns mit lebendiger, farbiger, schwungvoller und amüsanter Musik an Stimmung zu halten. Weil das brauchen wir ja. Die Konvivialität, die Friede. Ich weiß, das ist ganz schwierig, weil wir zu Hause nie sitzen. Das ist nicht gerade so die Stimmung, die ihn so viel findet, wenn ihn ganz nur bei ihr sitzt. Aber den Erik mit seiner Musik, hier sorgt für die notwendige Stimmung. Das ist auch unser Wunsch an uns Ulayes gewünscht, unsere Vereine zu sagen, kommt, macht mit, weil auch sie hatte keine einfache Zeit. Sie haben ihre Aktivitäten angestellt, teilweise ganz aufgesucht. Und wir wollen nur helfen, als Gemeinde, löser als Vereine, ob sie aus dem Sport, aus der Kultur, aus dem Freizeitbereich kommen, löser an der Rolle von einer Normalität ran zu feiern. Übrigens, Musik ist alle Gören getestet gehen. Sie haben einen Selbsttest gemacht und sie waren alle Gören negativ. Das machen sie übrigens auch für alle Proben, die sie aufgehalten haben. Und das wird immer in der Regie von jungen Musikanten gemacht, die Doktor sind, die den Medizinerberuf nachkommen. Also das ist hohe Qualität, nicht nur von der Musik, sondern auch von dem Test hier. Das ist eine Klangfeier, die ohne Zweifel auch als Merci, Respekt und Anerkennung zu werten ist, für das Engagement von den Leuten, die eine schwierige Zeit hatten, an unseren Spitälern, an unseren Schulen, an unserem kommunalen Sektor, an überall da, wo Leute waren oder da sind, für zu helfen, für Leben zu retten, auf ihrem Interesse von der Gesellschaft, an der Ökonomie Ersatz zu weisen. Am Park Leonie Kullen, den wir kürzlich als solche benannt haben, und Mac Drusenheim an Albis-Kaiserstraße, haben wir dafür am November letztes Jahr in Ahornbahn gesetzt. Es sollte ein Zeichen sein von Hoffnung an der sanitären Krise, dem uns wir voll dran. Gleichermaßen sollte BAM aber auch als Zeichen von Merci gelten für all die, die während dem Konfinement, und waren da nicht wenig, und noch nach Haudamur mit viel Devoement und Engagement helfen, das Krise zu meistern und als gesellschaftliches Leben aufrecht zu halten. Ein spezielles Merci an die Leute aus dem Gesundheitssektor und aus dem zivilen Schutz zu richten. Mit der poetischen Form an dem Feuerwehrspiel von einem Ahorn, das hätte man noch alles erleben, wenn er richtig gut und stabil ist, sollen Schönheiten vom Leben eben zur Geltung kommen. Der BAM soll uns auch neue Kraft und Energie schenken, für die Zukunft, die für uns ist, zu bewältigen. Der BAM soll auch als ein Zeichen für Courage gesehen und als Steibgüllen für die Matbürger, die besonders schwer und die Familien, die besonders schwer von der Pandemie getroffen sind. Die Matbürger, eigentlich müsste man heute ganz viele Leute ehren und loben. Besonders die
die ohne viel Ophiewes a Gedeesems rund mir ege Person geschafft hun. Dat vieles weitergeht, dat leider not geholfen krit hun, an dat Leben u sich führen geht. Das mir dofir eng besonnech Fred zwei invitiert Konferenzien haut an eiser mit speziell zu begrüßen. Bienvenue Madame Sandra Sidon, sie als de Chef des Service des Ressources humaines de la Direction de la Santé, a willkommen auch eisem Philippe Kloos, Direktor regional am Enseignement fondamental. Alle beit, mir huse richtig an Herz geschlossen am Chefverrot, alle beit tun während der Krise, wie soll ich das so eng speziell wichtig an essentiell Aufgabe erledigt, die viel an Deelweis indirekt oder direkt mit der Gestion von der Krise zu dienen hun oder zu dienen hat. Ja, alle beid waren auch für uns Gemeng wichtigen an den essentiellen Ursprechpartner. Hinnen alle beid ein große Merci für all Hilfe an all mei. Und wir haben do hier auch gebeten, aus ihrem Blickwinkel mit einer Intervention als Klangfeier zu qualifizieren. An demselben Sinn als auch dem Herr Yves Marquis, Conseil, Präsident von unserer kommunalen Sport-, Kultur- und Freizeitkommission, seine Intervention zu verstehen. Zum Schluss von dieser festlichen Zeremonie haben wir dann noch nach Fred, das auch echt möglich, dass wir leider aus unserer Gemeinde, das tun wir so am Kader von einem Festivitätserste gemäht, zu ehren, die 20 oder mehr Jahre am Dienst von der Gemeinde, von den Schöfflinger Leid, von den Niederen Leid, von den Kanner gewirkt und geschafft haben. Dem nur einen flotten Ehrendach allemal. Der Nationalfeier daraus, wie es wurde, sieht, den Tag von unserer Nation. Fest von den Leuten an den konvivialen Momenten von allen, die heute zu Lützeburg daheim sind. Das feiern wir heute ein bisschen in einer anderen Form. An diesem Jahr, wie gesagt, feiern wir ein bisschen ernst, ohne Fest, nicht bis an den späten Abend dran oder bis an die Mure vielleicht doch, draußen mit viel Musik. Wir haben aber als Gemeinde mit einer Vierwärtstut für als Familien haben wir einen zusätzlichen Gest gemacht, den wie statt der Morgen an der Mitte mitgekriegt haben von den Leuten, die Tute verdeelt haben, die doch so sagt, du henken, denen hat das viel Spaß gemäht, wir haben das auch frei in der Mutter gemäht. Wir feiern aber, und wir lassen uns auch nicht innerkriegen. Ich will von dieser Platz aus direkt all denen, die in der Vorbereitung von demselben responsabel waren, die für die Verdelung responsabel sind, und viele andere, die ich noch vergessen, eine große Merci sagen. Der Nationalfeier daraus für uns, dem noch kein abstrakten Tag, das ist der Moment vom herzlichen Madenen, und dafür sind wir froh, dass wir das heute Abend, auch wenn das in einer speziellen Form ist, können aufhalten. Das ist auch der Tag, wie gesagt, für Merci zu sagen, und für noch Hannen und noch viel zu blicken, weil das kann doch, und das gibt uns auch neue Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten, neue Brücken aufzubauen. Mit dem Ausschaffen, respektive dem Abstellen von unserem Masterplan, blickt auch als Gemeinde nur vier. Neue moderne Schule für uns Kanner, und da sind wir gut in der Weg. Neue Möglichkeiten für uns Betreuungsstrukturen an der Maison Relais. Neue Wege für uns Gemeinde auf der Landkarte vom Tourismus an der Minetregion zu festigen. Neue Geringanlagen an der Wirtschaft für eine naturfreundliche Gemeinde zu promovieren. Neue moderne Ateliers für uns Service de Regie. Eine Flottentwicklung von den ArcelorMittal-Frischen zu assurieren. Neue Sportsterrain und neue Kulturhäuser wollen wir schaffen. Da vieles mehr, das sind als Pläne für die Zukunft. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen und die gehen wir auch zu summen. Nicht zu vergessen, den Highlight am Jahr 2020 mit der Kulturinitiative Esch 22, wo wir unter anderem mit der Geschichte rundherum der Maxeweiher ein flottes Projekt laufen haben, wo wir mit unserem Kunsthaus, dem Eurofestival und vielen anderen kulturellen Projekten am Juli und am August 2022 bei sicherlich gutem Wetter neues Leben auf Schöffling werden bringen. Wir sind noch hier, wie gesagt, guten Weg, wohl wissend, dass der Fortschritt immer nicht so neue Evaluierungen und noch einmal andere Entwicklungen braucht und nicht etwas vertraut ist Idee, das muss mal so umgesetzt gehen. Stillstand und Immobilität sind nicht gefroht. Wir alle haben zusammen eine ökologisch, ökonomisch und noch soziale Responsabilität. Zum Wohl von den Schöfflinger Leid an unserer Gemeinde wollen wir weiterhin mit denen das oben aufstimmen, was uns zusammen noch vorbringen soll. Aber am Blick auf den Nationalfeiertag invitieren ich alle Guren an diesem Prozess
eng aktiv, ja konstruktiv an engagéiert Rolle zu spielen. So nicht merci. Guten Abend, Herr Bürgermeister, Leif Schaffen, Leif Schöfflinger. Das ist mir ein Fried heute Abend, ein paar wieder zu ihr dürfen zu sagen. Wie die Pandemie hier angegangen ist, haben wir uns alle gut gesagt, wir haben nicht gesehen kommen, oder doch? Die Informationen waren da, sie waren an der Presse, auf unserem Ekran, aber wir haben sie nicht verstanden. Seit Dezember 2019 haben wir von einem Virus hören, den in Wuhan zu China abgetaucht ist. Wir sind mal ehrlich, wie von uns hat schon großartig darüber nur gedacht. Wir haben das verfolgt, aber mit einer gewissen Indifferenz.
Wir haben chinesische Armee gesehen, wie sie auf weißen Containern an ein paar Tage Spidol abgebaut haben, ohne damit zu rechnen, dass an ein paar Wochen oder Monate spät wir an derselben Situation wären. Wir haben Bilder gesehen von Leichen an der Straße von Wuhan, die Chemie wollte approchieren oder aufpacken. Aber wen hat damit gerechnet, dass auch wir an eine Situation kommen, wo Leute an der Klinik liegen, die sterben, ohne dass ihre Familie oder Freunde können Adi sagen. Wie Wuhan an den Lockdown gesagt ist, wo viele Leute haben gesagt, das geht nicht mehr an einem autoritären System. So etwas gibt es bei uns nie gehen. China ist auch ganz weit weg. Der Virus ist mir noch geregelt. Wir haben uns forcément interessiert, weil Leute sie repatriiert gehen. Touristen waren in der Quarantäne an einem Hotelzimmer. Bald 4.000 Leute waren blockiert auf einem Croisièreschiff, davon 20% positiv getestet. Und dann noch einmal das Ziel gegangen. Die Realität war gar nicht mehr exotischer, weit weg, aber sie war für uns dir. Von Februar an haben Fälle in Italien sich gehäuft, und wir wussten, lo ist es geschwind noch bei uns, also kommt es dann noch. Das werde ich euch heute erzählen als eine Invitation. Eine Invitation, weil die Realität hat viel Gesichter und nichts geschieht für nichts. Also es nicht stark, dass das chinesische Wort für Krise sowohl Gefahr wie auch Opportunität bedeutet. Vor Covid haben wir uns allgemein nicht so viel Frohe gestellt. Vieles war selbstverständlich. Wir hatten als Routinen, als Arbeit, als Familie, als Freunde, als Konflikte. Wir haben uns über Sachen aufgeregt, die nicht wichtig waren. Aber irgendwie hatten wir trotzdem das Gefühl, wir hatten das Leben unter Kontrolle. Mit Covid wurden Sachen neu gemischt. Auf einmal war alles anders. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Wir hatten Angst. Wir mussten Distanz halten. Wir haben mir, die uns gerne in die Hand gehen oder uns an den Arm holen. Wir haben gelernt, wie wichtig das als Tanzen waschen. Den Teletravail ist zur Regel gehen. Wir mussten Resilienz aufbauen, wir sind kreativ gehen. Wir haben am Garten geschafft, wir haben Spielabend mit der Familie gemacht. Der Velo hat einen ungeahnten Durchbruch. Wir haben die Natur geguckt, sie spazieren gegangen, waren forciert, daheim zu bleiben. Da sie bei vielen Kommissionen am Supermarkt zum Highlight von der Woche gehen. Wir haben noch feststellen, dass wir am Anfang nie richtig Pratt sehen und dass als Realität fluktuiert. Es kann ihn aber seine Realität besser gestalten, ob schon wir nicht mehr so richtig planen können, sowohl nicht auf der Arbeit wie auch privat. Wir können nicht alle gut Parameter, wir machen Navigation à vue, an einer gewissen Unsicherheit gehört zu unserem Alltag, wir haben uns adaptiert. Alles wird aber immer ein gut und eine schlechte Seite. Von den schlechten Seiten von der Pandemie brauche ich nicht mehr zu schwätzen, die kennen wir alle gut, immens gut. Ich gebe euch aber gerne ein paar gute Sachen zählen, die aus der heutigen Krise entstanden sind. Während Indien am Lockdown war, haben Hunderttausende von Schildkröten 60 Millionen Eier gelöscht, was seit Jahren nicht mehr der Fall war. 2 Panda-Bären am Zoo von Hongkong haben über 10 Jahre versucht, sich zu reproduzieren. Das ist nicht gegangen. Wie den Zoo war, dann waren sie ruhig und es hat geklappt. Durch das Konfinement hatten wir mehr CO2-Emissionen, also mehr Pollution. Das ist wohl auch die erste Kehr auf der ganzen Welt, dass Chercheure von der ganzen Welt auf demselben Sujet geschafft haben. In Australien haben sie keine Tauchtouren mehr offeriert, aber sie haben Personal an Booten geholt, für neue Korallen umzulegen im Great Barrier Reef. Die Societät Lego hat ein paar von ihren Maschinen umgebaut, für Visieren zu produzieren für das Gesundheitspersonal. Der Captain Thomas Moore, als ein englischer Veteran an 99 Jahren, hat über $22 Millionen gesammelt für das englische Gesundheitssystem, an dem über 100 Tiere durch sein Garten gegangen ist während der Pandemie. Tausenden von retraitiertem Pflegepersonal auf der ganzen Welt sind zurückgekommen und haben sich als Reservesanitäre durch die Welt engagiert. An der Belg sind Schäferhunde ausgebildet worden, für eine Covid-Infektion zu detektieren, und das mit einer Effekazität von 95%. Während der Pandemie haben Kinder auf der ganzen Welt Zeichnungen abgehangen an der Fenster mit einem Rehbau, für zu symbolisieren, dass nur Altsturm auch ein Rehbau kennt. Für die erste Kehr seit Jahrzehnten sind Delfinen an der Bucht von Venedig gesichtet worden.
An Australien haben sie ein System von für Millionen Liter Bier, den aufgelaufen war, an Elektrizität umzuwandeln, den über 1200 Häuser konnte versorgen an einer Woche. Heute zu Lützeburg schon noch hunderte von Leuten Maske gebietet und zur Verfügung gestellt. Viel der Marsche kann ich online machen, was früher nicht der Fall war. Die Krise hat das alles möglich gemacht. Entreprisen haben Material gespendet, Handschuhe, Masken, Desinfektionsmaterial für unser Gesundheitssystem, aber auch für alle gute Berufe, die die Sachen nötig hatten und die auch kein Material mehr beikroten. Die Scouten sind durch das Land und Leute am Besoin geholfen. Beim Abruf vom Staat haben sich über 4.000 Volontäre gemeldet. 8.500 Professionelle de Santé sind überall am Land angesagt worden. Die Direktion von der Santé hat an Zeit von ein paar Wochen das Contact Tracing an Hotline von der Santé abgebaut. Da schaffen am Schnitt auch nach Haut 200 bis 250 Leute. Schon Leute kennengelernt, die aus eigenem Untrieb Hilfe angeboten. Sie haben gekocht, gebacken, monatelang geschafft, ohne Retribution, und das, weil sie wollten etwas dazu beitragen. Wir haben eine Unmasse von Studenten, Volontären, medizinischem Personal, aber auch Leute von der WSA, von der Armee, von der Militärmusik, Leute aus der Administration penitentiaire, noch Leute von der Luxemburg formiert, für an dieser Krise zu helfen. Also sie haben das alle gut super gemacht. Das ist sicher nicht immer alles richtig gelaufen. Wir alle gut Leute sind motiviert, also sie sind geehrt, ein Teil von der Lösung zu sein. Wir auf der Hotline von der Santé haben über 100.000 Appellen traitiert bis lo, und es wurden weit über 200.000 Courrier verschickt. Voilà, mein Name ist Sandra Sedan, und eigentlich wollte ich nie für den Staat arbeiten. Mein Papa war Polizist. Seit ich denken kann, hat ich für ihn ausgelacht, dem gesagt hat, dass ich eines Tages für den Staat arbeiten. Ich habe angefangen am Marketing und am Commerce, ich habe einen Master gemacht an der Gestion RH und am Management, heute bin ich Coach, Formateur, Mediateur. Ich wusste immer, dass ich viel mit Leuten arbeite. Ich habe Spaß an Organisation, wir wissen uns eignen und das weiterzugehen, für Leute zu helfen, ihre Wege zu finden, so wie ich konnte meinen Weg finden. Aber gesehen, das geschieht nicht für nichts. Mein Weg hat noch über 20 Jahre am Privatsektor bei Santé gefordert, weil sie mystisch gekommen sind. Also sie haben nicht locker gelassen, weil sie wollten, dass ich eine Gestion RH erfahren, dass ich die Leute formieren soll und dass ich den Zusammenhalt zwischen den Leuten fördern, sowohl kollegial wie auch auf der Arbeit. Ich sehe mich als Facilitateur. Dafür bin ich auf die Santé gekommen und hat mich mit viel Freude erfüllt und erfüllt mich immer noch mit viel Freude, all die Leute zu kennen und mit ihnen ein Teil von der Lösung zu sein. Die sieht, der Mensch hat den Schlüssel, der Mensch ist der Schlüssel. Wir können gut mit ihnen umgehen, uns helfen, jeder auf seinem Niveau. Wir können uns Realität und die Realität von den Leuten, die uns wichtig sind, beeinflussen und besser machen. Vielmals merci für die Nachlauscherung und für Ihren Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, aber für allem einen schönen Sommer mit allen guten Leuten, die euch wichtig sind. Und passt auf euch auf. Merci. Herr Bürgermeister, liebe Membres aus dem Schaffner Gemeinderat, liebe Ehrengäste, die Damen und die Herren. Am Vorfeld von diesem Abend, wie den Herr Bürgermeister mich gefragt hat, ob ich einen kleinen Beitrag leisten, haben wir dann noch darüber gesprochen, wie der soll aussehen. Und ich meine, ich brauche keinen Mann an Erinnerung zu rufen, wie unsere Wanderheitsschöffling ausgesehen hat und wie eng wir da müssen zusammenregeln, also mit den Distanzen, die wir müssen halten, für die Situation gemäßigt zu kriegen. Aber wir waren uns sehr eins, dass da auch heute Abend darum gehen, die mir positiv Nebeneffekte von der Krise auch im schulischen Bereich ein Cadeau zu lernen.
Ohne dat mal so aufgeschwat hun werde ich eng Reihe Sachen opgreifen, die Madame Sidon gesot huet, weil se ganz drei Beispieler genannt huet, die an der Welt durch der geschieht sind, die jo an dat passen, iwwer dat für dich voll schwatzen. Ohne Lied vun enger Reihe Schöfflinger Familien zu vergessen, weil auch dat wat Realität an Aseteelweis nach belöschte Fokus zu Menge Intervention op die Nebeneffekte von der Pandemie richten, die am schulsche Bereich geholle vun den drohende Schuld op ein Minimum zu reduzieren oder zu limitieren, weil ich meine, dat ein ganz groß Angst von als alle Gute war, wie gecht huet Schule gin zo, Liwe fir drauf, begin alle Guten an den Teletravai. Aber wie lange dauert das? Wie du gehst, das dauert doch noch mehr lang wie die 14 Tage, die ugedurcht waren, um als alle gute Sorge gemacht, vielleicht eine Reihe Kanner zu verlieren, die nicht den Zugang zu Wissen, zu Lehren haben, wie vielleicht andere. Wenn ihr dann ein bisschen an dem Kontext auf all die Sachen guckt, und ihr all die Sachen nachdenkt, die an den letzten Monaten geschieht sind, was die Schule anbelangt, so sind wir ganz sehr bei den sogenannten Kompetenzen aus dem 21. Jahrhundert. Und ich meine, das bringt die ich kann schlagen zu dem, was dir gesagt hat, zu den Beispielen, die dir gesagt hat. Weil wenn ihr ein bisschen an der Literatur blättert, die Kompetenzen aus dem 21. Jahrhundert, die unabhängig von Corona aktuell immens viel diskutiert gehen, dann kann ich das ungefähr so resümieren, das sind die Kompetenzen, die ihr braucht, für flexibel mit neuen Situationen umzugehen, sowie mit Situationen, die sich dauernd verändern. Und ich meine, dass der Satz oder die Definition, die ich da ein bisschen zusammengebastelt habe als anderen, ganz gut das beschreibt, was wir das letzte Jahr erlebt haben. Ein paar Beispiele für Kompetenzen wären Kollaboration, Adaptation, Digital Fitness, Kreativität bei komplexen Problemlösen und vor allem eine grosse Sozialkompetenz. Die Pandemie hat uns an all den dort Bereichen, die ich genannt habe, vom ersten Tag gefordert. Wir haben eine ganze Reihe Sachen von nur auf gleich müssen lernen, das zu summen und noch zu summen noch Lösungen sichern. Und statt aufbrechen auf die Situation heute zu schöpfen, kann ich sagen, dass es eine ganz gute Kollaboration gibt zwischen allen guten Akteuren rund um die Schule und das vom ersten Moment an. Der Austausch der war ganz unkompliziert. Wir konnten im kurzen Dienst stehen, mit den Schwätzen erschaffen, mit lebenden, flexiblen Leuten, die immer lösungsorientiert und Herausforderungen angegangen sind. Ganz sehr goufen zum Beispiel von den Gemengeservice Konsinnen gesagt, die von ganz unterschiedlichen Ministerien kommen. Wo vielleicht am Anfang ein bisschen geschleckt oder gehickt gouf und das aber gemacht ging. Was wichtig war, für die Sanitärmesuren an den Schulen umzusetzen. Und mir hat auch ganz gut gefallen, dass wir alle Guten einfach mal dafür gesorgt haben, dass wir Kritik kriegen, die 25. Mädchen abzumachen und das in den Konditionen, die man verantworten konnte. Aber zugleich kann er sehr zurück an die Schule kriegen und sie auch so lang, also gut wie möglich konnten halten. Kleinigkeiten wurden Hannen umgestaltet, weil das gemeinsame Ziel war klar. Während dem Lockdown selber wurde doch keine Kreativität gefehlt, auch eine von den Kompetenzen, die ich hier abgezählt habe, weil nicht jeder kennt, hat oder hat einen Computer daheim oder WLAN. Sehr hatten die Enseignants aber HIV erfunden, für die Schule trotzdem bei den Kindern zu kriegen. Aber wenn ich noch an die Rechnung denke von den Enveloppen, die ich da schreiben nur den paar ersten Wochen, dann hat er gewiesen, dass ein ganz großen Aufwand betrieben wurde, für alle Kinder die nötigen Aufgaben an die nötigen Lehraufträge heimzuliefern, heimzudrohen. Auch da war wir in Kontakt, nicht direkt, die was möchten, mit Madame Sidon und ihrer Kollegin für Derogationen für die Enseignants zu kriegen, weil sie am Anfang von der Polizei zugehalten wurden und gesagt wurden, die dürfen nicht raus. Und dann war aber, wir müssen aber, also kann er hier Aufgaben an Bord geheuern. Und auch da war es ganz flott, weil wir ganz sehr Lesungen gefunden hatten. Im digitalen Bereich ist vieles zu einer Normalität gehen. Viele Familien haben noch während dem Lockdown all hier will Bewegung gesagt, für sich fit zu machen, für sich Apparate zu beschaffen, für das sie ihre Kinder konnten unterstützen. Der Besoin ist erkannt gehen und das reagiert gehen auf allen Ebenen, auch heurem mit der Gemeinde zusammen
ma Minister zu summen, weil auch da bin ich okay gefragt, wo den iPad hier kom, den wir ab immer langem Kant gehen. Und es war egal, mir ein paar Bayern her no gemacht. Vieles aus einer Normalität gehen, da tun ich gesot. Für das wir so Jahre gebraucht hatten, das mit ganz viele Vorteile, die wir alle gut kennen, darüber sind die auch ergangen. Aber immer kann ich Sachen online aufrufen, wo vier drin anscheinend unmöglich waren. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Allerdings darf man aber auch nicht aus den Ahn verlieren, dass man da auch ein paar die Risiken an Boot geholt haben. An den Umgang mit diesen Risiken gedenkt von unseren größten Herausforderungen an der Schule über die nächsten Jahre. Und da muss man Lesungen sichern, zusammen mit ganz vielen Akteuren, wo in dann auf eine von den Kernkompetenzen aus dem 21. Jahrhundert muss zählen, weil Cybermobbing an einen naiven und teilweise ganz unverantwortlichen Umgang mit Online-Kontinuen, also an der Grundschule, sehr zu einem großen Thema gehen, bei dem wir viel Verständnis von den Älteren brauchen, aber auch vor allem hier mitarbeiten. Auf diese sind wir nämlich angewiesen, weil die Älteren sind die am meisten Einfluss auf den digitalen Konsum von ihren Kindern haben. Und ohne sie drehen wir uns hier in Zukunft am Kreis. Ich habe große Hoffnung, dass wir über die Pandemie herausverhalten, wie flexibel und adaptierungsfähig wir alle können sein. Eine weitere Kompetenz, die ich vorhin aufgezählt habe aus dem 21. Jahrhundert. Die aktuelle Müdigkeit, die manchmal an all unsere Schranken ziemlich tief stößt, die werden wir überwinden. Und da gesehen ich persönlich ein grosses Potenzial für mit dem, was wir sowohl an Inhalten gelehrt haben, wie auch Kompetenzen weiter intensiv in unserem Unterricht können schaffen. Und dann in einer ganz professioneller Kollaboration, weil das letzte Jahr hat gewiesen, dass die ganz klar in der Eis an der Schule, aber auch mit den Akteuren rundherum, sie hat eine Maison Relais, sie hat andere Ministerien, mit denen wir als Schule vielleicht Männer zu dienen hatten in der Vergangenheit, sie hat mit der Gemeinde ein großes Potenzial hat. Als letzter Punkt an diesem Kontext will ich auf die Wichtigkeit der Sozialkompetenzen eingehen. Das fanden sich, wenn der Losut, ja, das muss ich aber nicht extra erwähnen, weil die sind alle gut an dem anderen mit dran, wo ein Lograt gezählt hat, das stimmt. Sie fanden sich daran, aber implizit. Und ich gesehen darüber heraus, da war auch als wichtig, so als eigenständige Kompetenz durchzustellen. Und zwar, wenn es um die eigene Ausstellung und um die persönliche Haltung geht. Rund um die Betreuung von den Kindern, und das hat der Bürgermeister auch viel schon angeschaut, die Betreuung von den Kindern zu Schöffling werden in den nächsten Jahren ganz vieles budgetieren. Eine einzige oder die Ideallösung gibt es am Ende an dem Bereich nicht. Es gibt viele gute Ideen, es gibt ganz viele motivierte Leute, die wollen sachlich und diese Sachen mitschaffen. Bei diesen vielen guten Ideen sind da sicher dabei, wohin sich vom Inhalt hier kann mit ein bisschen Flexibilität und mit ein bisschen Konsensfähigkeit einigen. Ich hoffe, dass der Prozess kann so weitergehen, wie ihn angefangen hat, weil das vieles geschieht, wird vieles budgetiert. Ich hatte davon geschwärzt, dass die Motivation groß ist, die viele Leute, die wollen dabei mitwirken. Zusammen an der gegenseitigem Respekt, mit verstehstimischer Kompromissbereitschaft sowie einem offenen Ohr von all den Akteuren können wir hier auch Erfolg schauen. Alles das gehört für mich zu einer gesunden Ausstellung und einer offenen Haltung im Bereich der Sozialkompetenzen. Und nicht, wenn wir das viel leben, können uns Kinder das von uns lernen, was wir all Tag von ihnen erwarten. So nicht merci.
Herr Ehre Chamberspräsident, Herr Ehre Bürgermeister, liebe Kollegen aus dem Chefener Gemengerot, liebe Vertreter von den Vereinen, die Damen und Herren, liebe Freunde. Der National Feiertag ist da, für den Großherzog sein Geburtstag zu feiern. Die Feierlichkeiten von dem Geburtstag sind auch für allem Feierlichkeiten rund um eine Nation, den Anwohner vom Land, aber besonders von ihrer Situation. Eine Nation, die feiert, weil sie frei ist, an ihr Grundrechte von Meinungsfreiheit, Versammlungsrecht sowie all den anderen demokratischen Rechten ausleben kann. Seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg als Nationalfeiertag auch ein Tag, wo die gewonnene Unabhängigkeit von all den Bürgern zu Lützeburg gefeiert wird. Dabei gedenken wir auch mit tiefem Respekt all denen Leute, die ihr Leben haben müssen losen für genau die Freiheit, die wir heute kennen und schätzen. Also die Tatsache, man wissen über den dunklen Kapitel von unserer Geschichte, die möchte, dass all Abschnitt an unserem Alltag, all Einschränkungen an unserem Leben, haut oft als Attent und unserer persönlicher Freiheit empfunden wird. Für was reagieren wir so sensibel auf neue Regeln, die als alltäglichen Bewegungsraum limitieren? Für was reagieren wir auf eine gewisse Irritation, zum Beispiel von einem Versammlungsrecht aus nachvollziehbaren und verständlichen sanitären Gründen eingeschränkt wird? Auch wenn die Legitimität der Mesuren nicht vorzustellen ist, so haben uns doch die Restriktionen, die der Covid-Pandemie geschuldet sind, bewusst gemacht, wie vulnerabel wir alle Gute sind. Gesundheitlich eventuell, aber vor allem sozial. Die soziale Vulnerabilität wird thematisiert bei Jugendlichen und Jungen, mit den Einschränkungen, die sie an der Schule hatten. Sie wird auch thematisiert bei Leuten, die allein sind und über den längeren Zeitraum hier Sozialkontakte nicht pflegen konnten. Aus dem Blickwinkel wird ein berühmter Stellenwert von den Vereinen an einer Ortschaft für nahe gefordert. Der Verein ist nicht immer ein Platz für eine Passion auszuleben, mehr das für viele Leute auch ein Platz für Kontakte mit Mitmenschen zu haben und zu pflegen. Ein Platz, wo sich engagiert und viel Flotstunden man nicht verbringen kann. Es ist ein Platz, wo eine eigene Dynamik herrscht, wo Motivation und Idealismus die treibenden Kräfte sind, für Aktivitäten zu organisieren. Sie wird für die eigenen Members, sie wird aber auch für das Grand Public, wenn nun die solche Grillfeste, Rencontren und Meetingen denkt, wo jeder willkommen ist. Die Wichtigkeit vom Vereinsleben muss nicht so nach A4 gestracht gehen. Was seine Stellenwert für das Gemeinschaftsleben an einer Ortschaft bedeutet, es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Barometer, der weist, dass eine Ortschaft lebt. Die Restriktionen, die durch die Pandemie nötig sind, haben uns nicht für ein gefordert, was mehr und die Vereine haben. Es ist mir da persönlich aufgefallen, an den Generalversammlungen, dass die Members gern dabei waren. Auch wenn man a priori denken konnte, dass die Konvivialität von den Generalversammlungen durch den Pat oder den Maufel, den dort so gehört, aber das kann nicht erlebt werden, hat könnte leiden. So war auffällig, dass die Members auch lange nach der Versammlung an kleine Gruppen zusammengeblieben sind, für ein paar wieder mal nicht zu wechseln. Es geht nicht gut, Leute können sie treffen. So der Credo, den ich oft hören habe. Eine gewisse Friede und Erleichterung kann ich bei den Leuten spüren. Den Aktivitätsbericht, verständlicherweise, den als Moor ausgefallen. Markant war heute aus so, nur einem ganz kurzen Aktivitätsbericht, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, mehr als das Jahr nicht gelaufen. Die Tatsache, dass nichts stattgefunden hat, wird mich nicht weiter überrascht. Mit dem Umstand, dass der Verein sich dafür entschuldigt hat. Das weiß, dass als Vereine darauf brennen, für nicht an eine Vitesse de Croisière zu kommen, und will es sind, Ersatz zu weisen. Das reguläre Programm wird natürlich bei jeder Rängen gelitten. Mit den solchen Trainingen, Komiteesitzungen und so weiter, die müssen ausfallen. Bei Vereinzelten, da war es sogar extrem umständlich, für überhaupt ein Training zu organisieren, geschweige denn für eine Kompetition teilzuholen. An alt war ich nicht positiv überrascht.
dadurch vereinsübergreifend festpunkt stellen, dat net endlos iwwer die Situation lamentéiert ginnners. Me geguckt ginnners fir en Minimalbetrieb könne stattfannen zu losen. Et das aktiv no Lesungen gesicht gin. Gemeng huet natürlich seg Vereine unterstützt, so wie es auch Mesuren ergraf huet fir d Geschäftswelt zu Schöffling an der Krise zu unterstützen. De Gemengesubsid as so berechen gin, fir dass die Aktivitäten, die ausgefallen sind, net an Gewicht gefallen sie bei den normaler Berechnung vun der Subside. Wat mech awer an dieser ungewinnter Zeit am meeschte markéiert huet, as d'Upassungsfähigkeit vun de Vereiner. Herr Kloos den huet vun der Kreativitéit as eng Intervention geschwert. Ich meng das immer op demselvechten ähnlichen Kanster. D'Vereiner hunn op dëmmstern reagiert fir weiter zu funktionieren. Scoute sinn annimmt gin, mat ihrer Aktion all der eng BR, wo aktiv fir vulnerable Leiit gemerk sinn. De Schöfflinger Theater, den huet die reell Bühn agetosch mat der digitaler Bühn, fir kënnen Appes ze man. Net zu vergessen all die Vereiner, die Kleinaktionen hatten, wo ich Korbeien bestellen an die ausgeliefert gesinn, Jesu Kleinsachen, fir dat se bei de Leiit weiterhin präsent bliewe sinn. Madame Sider huet nach ganze Gruppe einer Beispieler genannt, an die as méi op den Aspekt vun der Solidarität agang, an spreng op dem Punkt mengnes immer als eens wat du geschieht ass. Schöfflinger Musik wëlch op dieser Platz net vergessen. Der klenge Gruppen durch Schöfflinge zusinn, fir den Awohner eng musikalisch Fred zu bereden. Für ihr wäret vielleicht just de paar Noten, die zu enger Melodie gefauert hun. Me fir Erd Publikum war sicherlich ein erfreulicher Moment, vielleicht sogar ein Lichtblick an enger schwerer Zeit. All die Aktionen hun am Menge nahen zwischenmenschlich eng vielmi groß Wirkung gehabt, wie die Aktivität usech. An do wennst e große Merci und ihr all, die an de Vereiner sieht, fairen Ersatz. Viel Schöfflinger Vereiner hu schon in hegen Alter, 80, 90, 100 méi Joer. An der Zeit hu se viel Hechten an Deifte mat gemet. An sie sind immer erst in den schwierigen Zeiten herauskommen. Ich vertraue der Dynamik vun de Vereiner, auch weil ich selber Vereinsmensch sinn. Ihre kreative Gedanken an ihr Upassungsfähigkeit mat der Hölle vun der Gemeng sowie mat der Unterstützung vom Syndikat Initiativ stimme mich zuversichtlich, dat Vereiner Schritt für Schritt nächste Wert Normalität werte fannen. Und es ist auch sicher, dass an den nächsten Wochen am Main die eng oder Initiativ an dem Sinn wert vorbeikommen. Die Damen und die Herren, liebe Freunde, treten für den nationalen Feiertag halen traditionell mit engem Wief ob die Wirtschaft, ob das Land und ob die Staatschaft. Und das an einer Reihenfolge, die crescendo ist. Ich hoffe, dass unser Grand Duc und dir alle Guten mehr ein kleiner Tours zu dem Brauch gestattet. Merci ihr für das Nolauschen. Ich wünsche euch einen schönen nationalen Feiertag am Kreis von euren Liebsten. Und natürlich mit dem Wunsch, nächstes Jahr ihr alle Guten können dem Schöfflinger Fest in gewinnter Form, wie man so von früher kannte, und können zu begrüßen. Und dafür so ich, vive de Grand Duc, vive Lützeburg, und für allem, vive Schöffling mit seinen Vereinen. Merci. Die Damen und Herren, ich will den drei Redner ein ganz großes Merci ausschwätzen. Den Yves Marquis, den ein bisschen Revue passieren gelassen hat, wie wichtig es ist, dass eine Kommunität Vereine hat, ein bisschen einen Blick auf die Vereinsaktivitäten von den vergangenen Monaten geworfen hat, und gewiesen hat, dass die Vereine sich nicht innerkriegen gelassen haben, und noch was sie morgen Programm präsentiert haben, und du hast den Yves ganz recht, wenn wir auf der Generalversammlung waren, tut eigentlich auch kein finanziell gelitten,
wie sie hun aber am sozialen Umgang gelitten an den richtig Fried gespürt, dass ein Generalversammlung ist und dass die Fried an der Generalversammlung zu sehen, verbunden war mit einer Hoffnung, dass es besser geht. Und das wünschen wir uns. Merci dem Philipp Kloos. Ja, ich weiß nicht, wie ich soll qualifizieren, aber es war die Person, die an den letzten 6 Monaten mit mir am allermeisten oder ich mit Team am allermeisten telefoniert haben, schon nie geguckt hat, Telefonsrechnungen. Es waren viel an langen Stunden und hat auch heute gewiesen, was für ein kompetent Arbeit an unseren Schulen gelegt ging während der Pandemiezeit, während der Konfinementer, wo Leute sich mit live erzählt, mit Herzblut engagiert haben, für das Kinder, dass die Eltern nicht allein waren. Wir haben heute zu Schöffling an unseren Schulen keine einfache Situation. Nicht mehr schwer wie vielleicht auch an Zwischen, dass wir auf all die speziellen Situationen reagiert gehen, an mit Kompetenz, mit Qualifikation etwas gemäht gehen am Dienst von den Kindern. Wir müssen natürlich weiter aufpassen und gucken, wie sich die einzelnen Erziehungsprobleme durchstellen, wie die einzelnen Bildungsarbeiten weitergehen. Von dieser Platz, Philipp hat es angedeutet, ein ganz großes Merci an uns Enseignern und als Edikateuren, an alle Guren, die Leute, die direkt und indirekt mit der Schule zu dienen haben. Ich meine, dass hier rauskommt, dass du ein ganz gut Arbeit gelegt hast. Und dafür merci. Merci auch, Madame Sandra Sider. Ja, auch er schon an das Herz geschlossen. Ich konnte nicht immer telefonieren, wenn ich Besuch hatte, für mich einen Besuch zu schwätzen, was mit der Situation von Schöffling zu dienen hat. Die hat auch immer ein Open Door fand, oder schon immer ein Open Door bei ihr. Ich fand, wenn ich ein SMS gemäht habe, sie war spätestens, ich so einfach mal nur 4, 5, 6 Stunden, war sie noch engagiert. Wie engagiert die sieht, man schon nicht nur Haut hören von den Leuten, die ich assistiert habe, die mit ich gekommen sind, ich konnte zur Platz auch erleben, dass da Arbeit mit Lebt an mit Devoement gemäht haben, den einfach wichtig war. Ich weiß auch, dass die eng oder andere Kritik nicht dir, mir ihren Service hat müssen über die Jargon lassen, mir wen an ihr Herz, an der Zell gesehen hat, den hat gesehen, du geht geschafft, am Ende von den Leuten, am Ende von den Surgen, und das auch nicht alle Probleme direkt an niveau mehr gelöst war. Das war auch selbstverständlich, und du für alle Leute, die das akzeptiert haben, dass es nicht von Haut auf Morgen immer so wie der Pantau, den einfach enke so möchte, und dann als etwas anderes. Auch du, an die Hütte auch geschildert, und die hat für allem auch geschildert, das heißt, der Pandemiezeit, man nicht nur Negatives soll in Erinnerung halten. Nee, wir haben wirklich viel Positives auch erlebt. Für unsere Umwelt sowieso, das hat Schiedfried mit Fried zur Kenntnis geholt, dafür wollen sie auch alle Guren so sehr wie möglich überall hinfliegen, für dass wir den CO2 überall können verdelen. Nee, ich meine, da hat vieles bewirkt. Niveau auch am Zusammenspielern, weder das geschildert wird, will ich am Namen von den Leuten alle Guren heibanden. Eine große Merci, und ich meine, dass allen drei nach einem zusätzlichen Applaus verdient. Ja, ich komme dann ein bisschen zurück auf den eigentlichen Tag. Iwer Mo ass dann als Nationalfeiertag, ich meine, dass lo gebührend gesucht gin, dass der wichtigen Tag für als kleine Nation, und dass do fest ass wat man brauchen, fest vun alle Leute, die heute zu Lützeburg wohnen, an auch Lützeburg dann als hier daheim nennen. Dass der Nationalfeiertag dem Moment, an dem nur eure wichtigen Akt als am Jahreskalender von engem Land, von unserer Gemeinde, ich meine, das mehr wie richtig. Das ist den Ausdruck von der Eigenständigkeit an der Sucht, das auch ein Zeichen von Frieden und Freiheit, wenn ihn so sein Nationalfeiertag kann feiern, wie wir das können machen, weil die 100 Nationalitäten, die an uns mit heute zusammen leben, da gibt es da viele Länder nicht die Möglichkeit, für den Nationalfeiertag so zu feiern. Du hast Repression, das Elend, der Krieg auch sogar Ordre du jour. Das ist allerdings auch immer nächster Moment, für darüber nachzudenken, wie wir uns als Gesellschaft am Land, heute zu Schöffling, an Europa entwickelt tun, für auch darüber nachzudenken, was das dann als Vergangenheit, wo kommen wir hier an, wie will man Zukunft meistern an.
Pandemiesituation hat uns gelehrt. Es kommen immer nicht Momente, wo es einem nicht so gut geht, wo muss dafür kämpfen, wo sich muss engagieren, wo neu Ersatz muss bringen. Aber alles wird aber auch immer eine Hoffnung noch vierburst. Und dafür so eine Jocht, das ist auch der Moment, gerade in dieser Zeit von Covid-19, mit all dem, was auf uns durchkommt, wo man dann nicht können alles aufschätzen, für über als Solidarität nur bannen, allerdings auch für als Solidarität und als Hilfsbereitschaft nur Bausen zu prüfen und zu hinterfragen. Ich meine, wir brauchen neue Solidaritätsgefühle, wir brauchen neue Solidaritätsüberlegungen und ich denke, es muss vieles vielleicht neu orientiert gehen, ohne dass wir das schon wissen. Wenn wir heute feiern, da soll man auch nicht vergessen, dass das, den nie vorher erwähnt, nicht immer so der Fall war, besonders an den düsteren Zeiten vom Krieg. Ja, heute sind wir frei und unabhängig. Wir leben am Frieden mit all unseren Operen. Als Demokratie, für die Generationen vor uns, die müssen kämpfen, funktioniert gut. Es gibt munter und offen miteinander gestritten, debattiert und auch diskutiert. Und das alles ist wichtig. Das gibt der Demokratie den richtigen Driff und auch die nötige Orientierung. Wir leben am Frieden und können auf Wohlstand und Sozialgerechtigkeit bauen. Ein salopper Satz, der natürlich immer im Hintergrund muss gehen. Wir machen uns stark für neue und noch nachhaltige Perspektiven. Klimaschutz und all die Diskussionen rundherum, ein besserer Naturschutz bleiben uns auch über die nächsten Jahre erhalten. Mit vollem Engagement und Courage aus die Europäische Union abgebaut gehen, und sie ist trotz aller Schwächen, die sie nach vielleicht tut und immer wird behalten, der Garant für Freiheit und Frieden. Wir leben heute zu Lützeburg in Europa über 70 Jahre auf Frieden. Ich habe nie an meine Generation, an die Generation von meinen Kindern und Enkelkindern sowieso, die haben nie erlebt, was das ist, ein Krieg. Wir haben eine Pandemie mitgemacht. Vielleicht können wir ein bisschen Gefühl, wie die Leute gegangen sind, wo sie während 3-4 Jahren im Leben gezittert haben, wenn die irgendwo auf der Front müssen, für eine fremde Nation müssen kämpfen. Wir dürfen aber nicht nur losen an dem Engagement. Und du zitieren ich immer ganz gern und ich habe immer gelernt, wenn ich ihn zitieren. Ich weiß auch schon, wen das ein bisschen beschmunzelt. Mir den Diak Hammarskjöld, früheren UNO-Generalsekretär, leider viel zu viel frei verstorben, hat einen Satz immer gesagt bei seinen Reden. Hal nie ob unzufänken, er fängt nie un abzuhalen. An dem Engagement für eine bessere Welt, an dem Ersatz für andere Leute dort zu sein und an dem Fried etwas willen zu verändern. Als Kommunität heute zu Lützeburg, schon das wieder runtergesucht, lebt durch an von seiner Diversität. Wir haben 100 verschiedene Nationalitäten heute zu Schöffling. Mit unterschiedlichen Traditionen, Leute aus anderen Kulturen, mit anderen Religionen, Sprachen, leben, schaffen, spielen miteinander. Und das genau diesen Zusammenspiel, das Zusammenleben, was die stabile Pilier von unserer Gesellschaft zusichert. Die neuen Vereine, die neuen Betriebe von allem, die aber auch als Dienstleistungsservice an als Schulen Leben lässt, an dem Rollen hält. Nationalfeiertag, aber nicht nur da, als das mit Sicherheit ein besonderer Gedanke wert. Eine Reflexion, wie ich drunter gesagt habe, verbunden mit Respekt und Merci und Anerkennung und all die, und das sind Lützeburger und Nicht-Lützeburger, die hier Hand mit aufpacken, die an unsere Vereine Responsabilität drohen, die sich nicht immer gejubelt gelassen von dem Covid-19 die an unseren Dienstleistungsservice, die an unsere Spitäler, an unsere Seniorenhäuser, an unsere Geriatrien schaffen, die für uns Gesundheit und unsere Sicherheit sorgen und die sich um uns Kinder und Jugendliche bemühen. Ja, die als Ökonomie tout court leben lassen, aber leben. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, bedingt durch die Pandemie, als unsere Madenen als zusammen schaffen, als zusammen feiern, immer nicht so eine harte Probe gestaltet gehen. Wir haben mit der Pandemie sicherlich kein einfaches Jahr hinter uns. Das ist eine Krise mit vielen Gesichtern, mit sozialen, finanziellen und ökonomischen Enjeux und Parametern, eine Sanitärkrise, die auf vielen Plätzen hier Spuren los hat oder los wird, mit Momenten, wo besonders auch Mitbürger teilweise sich isoliert gespürt haben,
wo auch jung kann Schwierigkeiten hat, das alles zu verstehen. Allerdings auch ein Krise mit vielen positiven Momenten. Herr Klose, Madame Sieder, sie haben das verdeutlicht. Mit neuen Nachbarschaftshilfen, mit Leuten, Männer und Frauen aus allen sozialen Schichten, die ohne Abhilfe einfach geholfen haben, die ein Steib waren für den Nachbar oder für eine andere Familie, die als benevol aktiv waren. Das sind die sogenannten kleinen Großhelden, die man eigentlich nicht vergessen sollen. Ja, es war für jeder Einzelnen, ob jung oder Mann jung, eine schwierige Zeit. Ich mag keinen Unterschied. Mit dem Lockdown, mit all den Restriktionen und Ablehren, mit all den Sorgen um die Liebsten, mit dem Homeschooling und dem Homeoffice, mit dem Social Distancing, neu wieder haben wir kennengelernt, mit den Videokonferenzen, die immer ganz schwierig waren zu verfolgen, und vieles mehr, was uns eben gefordert hat und noch neu wieder abgemäht hat. Was uns auch vielleicht verunsichert hat, was uns auch Angst gemäht hat, uns dax Flemmer gedriven hat, wo wir auch vielleicht drunter verzweifelt sind. Ja, es waren viele Herausforderungen zu meistern. Und trotz allem liegt im Moment vom Tunnel, heißt es, immer noch ein bisschen Geduld weisen und vigilant zu sein. Ich merci dafür und all die, die mit ruhiger Hand, mit Engagement, mit Conscience des Krise gemeistert tun. Ich meine, du mit ganz viel Leute an der Regierung, ich meine, du mit ganz viel Leute an unserer Chambre, ich meine, du mit ganz viel Leute, die an den Spitälern geschafft haben, ich meine, ganz viele Leute, die rundherum Aktivitäten erledigt tun, die man nicht so richtig mitgekriegt tun, weil sie einfach, ich will nicht so am stillen Kämmerlein, aber du gemäht gesehen. Der Nationalfeiertag, wie es wurde sehen, dass du für auch den Tag von einer kleinen Nation und das Fest von den Leuten, die heute in Lützeburg wohnen. Das ist dem noch kein abstrakten Tag, das ist der Moment, wie gesagt, vom Herzlichen immer daneben. Und der Nationalfeiertag ist auch gut, eine wichtige Gelegenheit, am Respekt die zu erinnern, die für ein kleines Land Symbol für seine Eigenständigkeit und seine Freiheit sind. Als im Grand Duc Henri und seiner Familie wünschen mir auf diesem Tag all Gutes für die Zukunft und ein weiter erfolgreich Schaffen am Dienst für Lützeburg an unserer Nation. Ihr alle Guten an ihre Familien wünschen ich am Namen vom Chef der Gemeinderat und von der Gemeinde in schönen Nationalfeiertag, ein paar flotte Momente an ihrem Familien- und Freundeskreis. Ein flotte Sommer, ein gesunde Sommer, an sie wie der nie wird gesagt wird, dass wir das nächstes Jahr nicht hier an dieser Halle rumgesehen, dass wir da draußen auf einem Fest rumgesehen, wo wir das feiern, was uns tief um Herz liegt. Vive der Grand Duc und Grand Duchesse, vive die großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Schöffling. Merci, wir kommen dann noch zu der letzten Etappe. Ich wollte aber direkt dem Ensemble Brass and Percussion, wie sie sich genannt, merci so in der Direktion vom Erik. Die hat mitgekriegt, sie hat angefangen mit Wilhelmus, Tradition. Und dann haben sie eine Ouverture gespielt, die den Erik zusammengebastelt hat, kann ich das so komponiert hat, mit Lützeburger Melodien, Red Lion, typisch Lützeburger Wort. Es gibt echt so eine Rode Leif-Ouverture. Und dann haben sie den Hexenmeister gespielt. Ich weiß nicht, ob sie dummer den Hommage und der Covid-19 wollte machen, für den zu verdreiben. Aber den Hexenmeister hat ja vieles fertig gebracht, also das Stück auch Lützeburg genannt, Pimp my Hexenmeister. Nun Sandra Sieder und Philipp Kloos hat das vielleicht erkannt, sollte ein Tag sein noch von der Fried. Und ja, alle Guren, die Planeten, die rund um uns Erde schwirren, die sind eigentlich musikalisch beschrieben gehen. An der Jupiter, das war eben the bringer of joy, also den Fried hin soll bringen an den Mengen, das tun sie gut fertig gebracht. Sie hören so noch zweimal. Ich so nicht, du weinst da, für ein bisschen einen Abstand zu kriegen zum sentimentalen Teil von dem, was heute Abend gesagt ist, weil der Erik hat mich gefragt, darf man ein Hommage und eine Faust machen. Und du nicht direkt so selbstverständlich, weil wir einen angelöte schwungvoll an fantasievoller Freiwilligmusik als zu präsentieren. Und das nächste Stück, was sie da spielen, das werden alle Guren kennen. Dafür so nicht die Nummer nicht, die muss ich einfach nicht matt sagen. Das heißt dem Janglis Stripfiesta, den hat das arrangiert. Und da kommen wir zu den
Verdelung von den Medaillen an den Auszeichnungen und dann hören wir sie nach ein letzte Keier du also doch ein Lützeburger Liedermedley und das steckt doch einen originellen Titel. Ja, wir spielen an der Klammern aber endlich Schnees. Voilà. Lo gibt man dann den Fauststil ausstellen. Viel Spaß. Die Damen und Herren, das ist aufgefallen, ihr wollt eigentlich alle gehen abstehen an mat tanzen. Ich verspreche euch, die Schöfflinger Musik hält der Ton aus einem Programm und ob all die nächsten Feste, wo sie auftreten, müssen sie als zu Bulemocker vom Fausti spielen, da können wir mat swingen und mat tanzen. Voilà, wir kämen dann zu dem letzten Teil von unserer Festivität, von unserer Zeremonie, das ist die Remise de Montre de Mérite für 20 Jahre Dienst bei der Gemeinde. Das wie gesagt die erste Kehr, dass man das an dieser Form machen, mit das aber auch ein Eier an ein Fried für das an der Form zu machen, weil ihn noch du gesagt, dass auf der Gemeinde viele Leute schaffen, wo das nicht immer so auffällt, weil sie
irgendwo an einem Gebäude NRW sind und dafür muss ich sorgen, dass alles proper gut über die Bühne geht. Aber sie haben aber dafür eine Arbeit zu erledigen, die enorm wichtig ist. Und ich meine, wir den als Femme de Charge und plötzlich so wir als Sportfrauen, die wir heute Abend werden ehren, und sind da 3 und der 12, es sind da 2 Heibannen. Das ist Madame Andrade Ernestina. Was? Kommt die so? Und das Madame Jumavan Eden. Madame Jumavan, komm doch von der Stift. Leider nicht dabei kann sein, das ist Madame Karin Sand. Madame Karin Sand, sie ist als Femme de Charge an der Schwemm den 19. September 2020 engagiert gehen und hat während einer ganzen Reihe von Jahren, ich meine 14 oder 1512, hat sie geschafft. Sie ist später als Femme de Charge am Gemengenatelier aktiv gewesen und dann noch am Musiksaal und am Spritzenhaus Quartier Wendel und hat dann immer ein bisschen dafür sorgen, dass von mir nur der Prof ja nicht immer alles weggeräumt und dass das dann einfach proper gemäht ist. Voilà. Und dann, wie gesagt, Madame Andrade Ernestina, sie ist als Femme de Charge auch an der Schwemm anfangs engagiert gehen, und zwar auch den 18. September 2009 und hat noch 15 Jahre am Service de Nettoyage am Sportkomplex von der Lydie Schmidt Schule an am Clubhaus beim Kiosk wertvoll Dienste für die Gemeinde gemäht, wertvoll Dienste, die man immer sollen mit Respekt und mit Anerkennung sollen schätzen. Und Madame Jumavan Eden, sie ist den 29. November, wenn ihr alle sehen, s'il vous plaît, sie ist den 29. November 2000 umgestellt worden. An die, wenn der Schwamme geht, sieht Madame Eden immer als Femme de Charge rundherum den Schwammbassin an der Westjähren und so weiter. Ich meine, Ihnen 3 einen speziellen Applaus. Ja, und dann haben wir 3 Damen zu ehren, die während den letzten Wochen am Main ein ganz spezielle Arbeit zu erledigen hatten. Es sind 3 Leute, die an unserem Enseignement aktiv sind. Die Arbeit, die sie die letzten 8, 9 Monate, vielleicht sogar 12 Monate gelegt und die haben ihresgleichen Gesicht an. Ich meine, wenn man sie den Abend ehren für 20 Jahre Dienst am Interesse von der Kanner, am Interesse von der Schule, dann haben sie das mehr wie meritiert. Das ist einerseits Madame Tessie Bertemes. Madame Tessie Bertemes ist an der Sitzung vom 17. Juni 2000 vom Gemengerat gestimmt ging und hat als Spielschulsjoffer ab dem Schuljahr 2000/2001 Posten überholt. Madame Bertemes ist an der Albert-Wingert-Schule, an der eigentlich von Anfang an, wenn meine Informationen korrekt sind. Sie hat immer eine Spielschule, außer während dem Schuljahr 2017/18, da hat Madame Bertemes für ein Jahr den Präkurs auf den Hüdeln überholt. Also ein wertvoller Arbeit. Merci, Madame Bertemes. Dann Madame Veronique Fixmer, ich gebe auch Sie bitten, dass Sie rüber könnt. Sie kriegt kein Auer.
Ich erkläre da, was mit dem Veronique am Gemengerot vom 14. Juli 2000 gestimmt ging, und zwar auf E-Posten vom Prikos. Seitdem hat Schuljofer am Prikos, seitdem ja Assi Schuljofer am Prikos an der Albert Wingert Schule. Ich muss mich entschuldigen, weil ich die immer hat, und ich so einfach immer gerne, was man dann Veronique fix mal oder Veronique, weil der Veronique sie hat gesagt, sie wählt kein Auer. Sie gibt lieber hun, dass man das Geld, das man für Dauer investieren, dass man das und der SPL Jahre spenden. Du hat Madame Veronique eng Patenschaft von engem Mädchen für 2 Jahre angeholt, und das soll dem Mädchen nicht erlauben, an die Schule können zu gehen, und noch das Mädchen alles kriegt, was hat für sein Leben braucht. Ich meine, den sympathisch und noble Gest von der Madame Fixmeran, dafür davon ich hier gerne ein Bouquet Blumen überreichen. Last but not least, Madame Danielle Jarocek-Deré. Ja, Daniel, sie aus den 30.07.1999 am Gemengerot gestimmt, gehen an du gefangen, aber eine Posten als Surnumerär für das Schuljahr 1999-2000. Seit dem Schuljahr 2000-2001 interveniert Madame Jarocek als Chargé de Cours. Sie hat all die Jahre immer surnumerärs Posten besetzt und hat an der Zeit unter anderem auch Moralstunden gehalten. Ich meine, noch sie hat eine wertvolle Arbeit an unsere Schule gelegt. Und ich muss sagen, ich weiß auch von meiner Frau, dass Daniel eine ganz engagierte Person war, par rapport zu allen Kindern, die speziell Doléanzen, die speziell Sorgen hatten, an dem Sinn, diesen Applaus verdient er noch dauer. Und da kommen wir zu einer Ehrung, die immer im Nationalfeiertag geschieht. Das sind die Merite d'Ordre Nationaux. Da haben wir den Kollege Greten Scharel. Hier feiert den Beruf aus, wenn ihn den ausübt, da kann ihn die Maske zu jeder Zeit ausüben, weil man der Maske lässt schlecht schwammen. Dat deint sich wat den Herd, dat war van wo Konfinement war, konnte net an d Wasser go, weil du war net erlaubt am Wasser zu schwammen. Mit den Charles Greten hin huet während 25 Jahre am Dienst vun der Allgemeinheit geschafft, den as nominiert gin 1995 an der Septembersitzung vum Gemengerot als Schwammeister am Centre Sportiv. 14 Erbecht mat enger guter Regie der Hand aus, 14 Erbecht mat Armee Conscience aus, an dofir hueten méi wie sicher d'Auszeechung fir 25 Jahre am Dienst vun der Allgemeinheit verdient, an dat das Medaille en Vermeil Ordre de la Couronne de Chêne. Ja, also du musst hin aus den Menschen innerweit Claudine muss gehen. Bei den Damen und Herren, wir sind dann dummer den Moment von unserer Zeremonie. Bleibt man auch just allen Merci zu sagen, die hier mit engagiert waren. Eine ganz große Merci geht und als Claudine Feierreisen. Ich weiß, das hat nicht gern gehört, wenn es an den Himmel gelöft geht. Wir machen das einfach, weil es die Löw mehr wie verdient, stellvertretend für all die anderen Kolleginnen aus seinem Service und den Nebenservice, die eine Hand mal gepackt haben. Claudine, dir große Merci für dein Engagement. Merci, den ich auch gerne weitergehen und alle guten Leute aus dem Atelier, die hier bannen eine Reihe Sachen zu erledigen hatten, die du draußen für die Leute sind, für
hier vier willst tut oder ihre vier will sagt, wie ihn dann eigentlich miss genannt gehen, wäsch zu hüllen. Merci, den ich dann will mat abschließen für all das, was da ist leider auch während dem Konfinement für Schöfflinger Bierger sowie Einzelvereine dadurch gemäht tun, gelegt tun. Ich alle Guren auch einen großen Merci für Präsenz an last but not least doch dem Erik Gerardi, ganz großen Merci an Erik, ich meine, du kriegst auch Blumen. Die kriegst du nicht von mir, die kriegst du von Claudine. Dem Yves macht ihr eure großen Dem Yves macht ihre große Merci an Schuse auch nicht vergiss. Der Madame sieht ein ganz große Merci. Ich springe Blumen mat von der Schlange kommen dann höllen ich mal Fred für die zu überrechen an noch dem Philipp Kloß große Merci. Schon mal einfach so von Einzelheit zugelos. Madame Sider an den Herr Kloß, die haben ganz flott Interventionen gehabt, die ganz bereichernd waren, ganz qualifizierend dafür. Ich an noch dem Yves großen Merci an den letzten Applaus für euch. Du mat wärmer um Schluss, wir gifen an Lohn als Musikieren uschließend von demselbechten gifen se Europahymn spielen, da gi ich spielen opstuhlen an zum Schluss dann Nationalhymn, die man da könne mat sagen. Merci.
as a chain, bei mir fleien Spain, bei mir as a chain, das chain bei mir as a chain, der speit sich ein Ghostein,
Ich mache mir an dir nach vier kommt kein macht mir weil ich den dafür da ich stehe wo immer ist kein für dich alles Mann in dir so gut ein bis bei mir as a chain gehst du macht mir mein Tränen bei mir as a chain bleib steh bei mir